Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Journey of Pelzig. Ja, unser kleiner Java, der meditiert hier noch ein bisschen, aber jetzt steh wieder auf, kleiner Mann, es geht weiter. Oh, wir fliegen ja geradezu über diese Brücke und überqueren das Gebiet hier. Zwar ziemlich schnell, muss ich sagen. Und wir sollten uns in der mittleren Linie halten. Und jetzt kommen wir zu diesem gigantischen Sandwasserfall, wo anscheinend hier die nächste Stele nur drauf warten, von uns aktiviert zu werden. Hier direkt vor dem Sandwasserfall. Und ich kann mir schon denken, dass hier dann mittendrin ein Weg für uns geschaffen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Alle aktiviert. Dasselbe hier. Dann schauen wir mal, was passieren wird. So, offensichtlich müssen wir auch hier aktivieren. Okay, die Figur meditiert wieder. Wir stehen wieder vom Berg. Vor einer weiteren Gestalt, die uns sehr ähnelt, aber in weiß. Unser Relief erweitert sich wieder. Das sind jetzt aber ganz offensichtlich Gebäude, die Brücke, die wir überquert haben. Und ein Weg, möglicherweise Bahn, die zu weitere größere Gebäude führt, die mit diesen Wesen, wie wir es entsinnen, in Kontakt stehen. Ja, ganz offensichtlich könnte das unsere Kultur sein. Die von den Wesen, zu denen wir auch hier gehören, oder zu der unsere Spielfigur hier gehört. Wie ich mir's gedacht habe, wird hier in der Mitte eine Schneise geschaffen, durch die wir weiterreisen können. Der Weg führt uns wohl ins nächste Gebiet. Ich bin gespannt, ob das weiterhin Wüste bleiben wird oder ob wir möglicherweise auch noch andere Landschaften wie Berge, Wälder, möglicherweise auch Wasser vor uns haben. Offenbar bleibt es erst noch in der Wüste. Aber wieder eine ruhigere Wüste. Es sieht aus, als würde Regen hier fallen. Und der Berg rückt wieder in greifbarere Nähe. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns am Ende an diesem Berg erwarten wird. Ich weiß leider auch nicht, wie lang dieses Spiel geht, ihr liebe Leute. Deswegen kann ich unmöglich vorhersagen, wie viele Teile mein Let's Play haben wird. Aber heute wird es definitiv nur 20 Minuten lang. Allein schon dieses Panorama ist der Hammer. Das ist absolut bombastisch. Und ich lasse das einfach mal so ein bisschen wirken, während unsere Figur noch ein bisschen im Sand wühlt. Ja, wir nähern uns. Wir nähern uns diesem Berg mit großen Sprüngen offensichtlich. Und hier haben wir wieder ein bisschen von unserer, möglicherweise unserer eigenen unergangene Kultur. Man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, wie diese Person unter ihrer Kapuze aussieht. Ja, jetzt kommt es mal wieder, dass ich mich räuspern muss. Ach ja, ach ja. So, wieder zu den Bändern, wie wir das gelernt haben. Das aktiviere. Und was folgt hier? Okay. Schon fast wie eine Qualle sieht es aus, dieses Band, wie eine stilisierte. Wir sind mit irgendeiner Kraft hier beseelt worden. Offensichtlich ein sehr weiter Sprung können wir jetzt wagen.
Und mit Hilfe von diesem Band schaffen wir unseren Weg auch sehr viel schneller. Da ist es wieder. Und wenn dieses Band um uns rum ist, dann sind wir in der Lage schon fast zu fliegen. Wenn ich so timen kann, dass ich weiter hier in der Nähe von diesem Band bleibe, dann könnte man mehrere Kombos dort mit starten und somit auch fast schon in der Lage sein zu fliegen. Aber dort drüber haben wir auch wieder was. Ich mach gleich mal hier. Weil dort zieht es auch unseren Fluggefährte hier. Also aktivieren wir auch das Band. Und wir haben 2 von der Kumpels jetzt parat. So. So. Je mehr, desto besser, würde ich eigentlich sagen. Da hat sich unsere Chance erhöht, dass wir mehrfach zum Fliegen in der Lage sind. Und die scheinen uns ja auch offensichtlich wohlgesinnt zu sein, hier diese Bänder. Und wer weiß, mit ihrer Hilfe könnte man vielleicht sogar auch diesen Turm hier betreten. Wir kommen dem wolkenumhangenen Berg auch immer etwas näher. So, wo seid ihr dann, Freunde? Da drüber seid ihr. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehe zu schnell hier durch. Weil die Bänder, diese Quallenbänder, nenne ich sie jetzt mal wieder besserer Kenntnis, scheint sie offenbar nicht sehr eilig zu haben. Führen uns auch hier direkt zum nächsten. Ja, da könnte man noch ein drittes erlangen. Ganz offensichtlich wollen sie, dass ich das auch mache. Und ja, so ist auch unser dritter Freund. Ich vermute auch sehr stark, dass ich von dort aus hin muss. Ja, dafür reicht es uns leider nicht. Dafür brauchen wir die Freunde hier. Dafür brauchen wir unsere 3 Freunde. Was irgendwie etwas abstrakt ist, solche Bänderkonstrukte als Freunde zu bezeichnen, aber offensichtlich haben sie ja irgendeine Art von Wille, von Instinkt, wie auch immer man das nennen mag. So, kommt doch mal bitte her. Ich weiß nicht, ob sie meinem Ruf gehorchen. Aber offensichtlich reicht es aus, bis hier vorzudringen. Von dort aus? Ja. Können wir auch bis hier. Gut, gut, gut. Dann trinke ich jetzt auch nochmal einen ganz kurzen Schluck. Stilles Wasser mit Tee. Optimal für ein bisschen Geschmack im Mund. So. Ich glaube, wo ist dann der Berg? Da ist der Berg. Ich denke und hoffe doch, dass wir so wieder aus dem Tal rauskommen können. Und dass die Bänder uns weiter hier folgen. Da geht es nämlich gerade wieder weiter zur nächsten Siedlung in diesem Talkessel. Naja, man könnte ja eigentlich eher sagen, eingerahmt von Sanddüne. Möglicherweise mal ursprüngliche Stadt. Jetzt eingerahmt von Sanddüne. Wo so nur noch wie Zähne aus dem Sand rausblicken. Hier scheint sich der Sand auch stark zu verdichten. Und man hört schon
dass hier irgendwas Mächtiges am Werk ist. Man sieht auch der Wind hier das Sand wegtrage. Irgendwas Mächtiges ist hier zugange. Unsere 3 Freunde sind auch wieder tot, zumindest einer von unseren 3 Freunden. Da kommt noch einer. Ja, die wollen, dass ich da rüberkomme. Aber zum Springen bin ich gerade nicht befähigt von hier aus. Wo kommt der nächste? Boah, da fließt doch der Sand hier runter, wie Wasserfälle wieder. Aber ganz offensichtlich, fürchte ich zumindest offensichtlich, müssen wir woanders hier. Die befähigen uns auch gerade nicht zum Springer. Reagieren auch nicht auf mich. So wie es aussieht, müssen wir aber drüber hier. Ah, das können wir auch zu Fuß erreichen. Gut, gut. Okay, sehr gut. Irgendwelche Mechanismen werden hier auch betätigt. Hier scheinen mehrere von denen eingesperrt zu sein. Also gehen wir hoch und aktivieren das hier. Jetzt sind sie alle freigesetzt. Und wir werden hier hochgetragen. Oh, hier ist noch irgendein alter Mechanismus offensichtlich aktiv. Da drüber war nichts mehr. Nee, da wäre nichts zum Aktivieren gewesen. Dann sollten wir mal dort hingehen. Noch sehe ich nicht genau, was hier stattfindet, nur irgendwelche Zahnräder, die sich hier in grüner Energie zu drehen scheinen. Man mag bei sowas immer als Mensch an Atomkraft denken, wenn man grünes Leuchten sieht. Aber hier ist noch jemand, der uns weiterhilft. Oder etwas, was uns weiterhilft. Wir lassen uns einfach von einem tragen. Da müssen wir nichts machen. Und gelangen von dort aus schon zum nächsten Punkt. Wobei das jetzt hier sehr viel industrieller, sehr viel härter, sehr viel hektischer wirkt. Als noch die 2 Level zuvor, wo das erste sehr ruhig war. Und das zweite eher Naturgewalt gezeigt hat mit diesen Sandwasserfällen. Und jetzt doch eher das Ganze wie all die Zivilisation wirkt, die zerfalle ist. Und wo nur noch die Maschine sie überdauert haben. Wir schauen mal, was uns jetzt die Meditation bringt. Ja, die Bänder, die dort drin flattern, sind hier 8 dargestellt in diese Türme. Und jetzt wird gezeigt, dass Überbauung über die Natur stattfindet. Wo einst Pflanze waren, stehen jetzt solche Türme von dieser Zivilisation. Bis in die Wolke hoch. Ja, im Prinzip genau das, was wir derzeit so machen mit unserer, beziehungsweise was die Menschheit so macht. Die Natur überbauen. Jetzt haben wir diese Bänder freigelost. Und die zeigen uns höchstwahrscheinlich den Weg, wie es weitergeht. Weil hier hinter uns macht sich nichts weiter auf an Weg. Das heißt, wir müssen wohl hier.
die Musik. Oh, hoppla. Ich glaube, ich habe es nicht richtig gemacht. Ich bin irgendwie abgestürzt. Oje, oje. Aber offensichtlich geht es hier weiter. Wir gelangen hier in die nächste Welt. Oh Gott, die Musik. Ach, ist das episch. Wir sind jetzt hier offensichtlich auch befähigt zu fliegen. Durch diese Bänder, die uns das erlauben. Und gleiten hier durch das Tal mit dieser wunderschönen Musik. Oh Mann. Und sind jetzt hier offensichtlich beim großen Gebäude in einem Hof gelandet. Ich sehe auch, dass ich hier noch was aktivieren kann. Das sollte ich wahrscheinlich auch noch machen. So. Da over ist noch was. Ich würde es ganz gern erreichen, wenn möglich. Ich würde ganz gern hier hochkommen. Ich frage mich nur, wie ich das Ziel erreichen kann. Ja, das werden wir noch sehen können. Ja, dort oben würde ich noch ganz gern irgendwie hier. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich das schaffen kann. Ohne die Hilfe von meinen Freunden hier bin ich ja nicht in der Lage, selbstständig zu springen, geschweige denn so fast schon graziös zu fliegen. Aber möglicherweise öffnen hier diese Bänder 8 Pforte für mich. Sodass ich auch dort hier gelangen kann. Ah. Warte mal. Warte mal, da gehen wir nochmal zurück. Weil scheinbar sind die Bänder, die hier in der Luft rumfliegen, auch dazu in der Lage, dass wir von dort aus hier kommen könnten. Ja, das war jetzt etwas kläglich, der Sprung. Na, komm schon. So. So, kommt doch mal her, Freunde. Na, kommt einer? Oh, da hinten schwebt noch jemand. Da hinten schwebt noch irgendjemand rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu der Singleplayer-Kampagne gehört. Oder ob das tatsächlich hier online ist und irgendjemand hier in meinem Spiel gleichzeitig mit dabei ist. Kann ich gerade nicht sagen, ob das dazu gehört. Aber anscheinend hat irgendjemand anderes hier was für mich aktiviert. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das ein anderer Spieler ist oder ob das ein NSC hier von der Singleplayer-Kampagne ist. Aber der scheint mir ja vorzumachen, wie es geht. Und er kommt zu mir. Und er kniet sich doch hier vor mir. Können wir ähnliches auch? Einfach nur nichts machen, dass man sich hier setzt? Ich weiß leider nicht, wie das funktioniert. Ah, mit L und R kann ich wohl sowas wie Flieger in Angriff nehmen. Wir probieren es mal. Ah, nee. Nee, noch nicht. Noch mag das nicht so funktionieren, wie wir das uns vorstellen.
Aber da ich eigentlich nicht online bin, denke ich doch, dass die Person, dass diese zweite Person einfach nur dafür da war, um uns zu zeigen, was wir zu machen haben. Wir probieren es mal aus. Aber offensichtlich müssen wir das sehr häufig verwenden hier. Irgendwie will es immer noch nicht so recht. Da muss ich noch ein bisschen stark üben. Meine Flugstunde bin ich bei weitem noch nicht so gut wie wie unser neuer wortkarge Freund. Ich mag das nochmal ausprobieren. Ich weiß ja nicht, wie der das hinkriegt. Aber offensichtlich kann er's. Tja, ich kann leider nicht einfach so rumspringen, wie ich Lust habe. Uiuiui. Jetzt habe ich gerade eben wirklich die Übersicht verloren. Levi-Zeit. Aber scheint ja wohl über diesen Haufe hier zu funktionieren. Na komm, das gönne ich mir jetzt noch einmal. Dann versuchen wir mal hier hinzukommen. Nee, höher kommen wir noch nicht. Na? Na nett. Na gut, wir probieren es trotzdem noch einmal. Wir wollen es noch mal probieren. Wir wollen das Ganze noch mal ausprobieren. Der Hoffnung, mir gelang hierher. Jawohl. Wir haben es tatsächlich noch geschafft. Heieiei. Irgendwie habe ich es noch hingekriegt, hier zu gelangen. Na gut. Dann probieren wir das Ganze jetzt auf der anderen Seite aus. Wir müssen offensichtlich auch so unser Verbündete rufen. Dann muss ich erst noch lernen, wie das funktioniert, richtig? Nee. Hier komme ich beim besten Willen noch nicht. Dabei wird mich das sehr interessieren, was da ist. Da ich vermute, dass dort noch ein anderes Zeichen zum Aktivieren ist. Aber ich möchte gerade nochmal hier auf unseren kleinen Aussichtspunkt. Von dort aus könnte ich möglicherweise auch schon reingelangen. Ich mag das gerade noch heute ausprobieren. Und ansonsten nehmen wir das Ganze in der nächsten Episode in Angriff. So, dann nochmal ab zu dem Wirbel. Ich rufe euch. Und bleibt doch bitte bei mir, Freunde. Nee. Nee, das wird wohl nix. Na gut. Da würde ich aber auch sagen, ihr liebe Leute. Ich mache für heute hier meinen Cut und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Journey of Pelzig, wo wir dann hier durch die Pforte weitergehen werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.